Alter, die Musik passt ungefähr genauso perfekt zu dem Projekt, was wir mir davor haben, wie zu Elden Ring bei der Malenia. Ich werd wahrscheinlich genauso verhauen werden, wie mit Malenia verhauen hat. Aber die Rebellinger. Scheiße, Dringe vergessen. So, geht jetzt noch was. Ah, ja, okay, man soll halt, ne, Wifi, danke, man soll jetzt halt, unmuten, ja, das war nicht schlecht. So, jetzt kann ich noch mal grüßen. Mr. Boxer, Mr. Billinger, Mrs. Semcrowife, der Wadenbeißer ist auch schon da und der Spotty ist auch schon da. Grüß Gott beieinander, schön, dass du hat's. Wie geht's euch? Ich hoffe, es ist alles flauschig zauberhaft. Wassermelone, by the way, beste Frucht ever. Ich hoffe mal der Hintergrund. Ich war mir nicht sicher, was ich für einen Hintergrund nehmen soll, aber ich glaube, ich hab mir Mühe gegeben, ja? Ich war stets bemüht. Ich bin satt, so satt. Zwecks der Arbeit oder zwecks dem Essen, ist jetzt die Frage. Ich gehe jetzt mal davon aus, zwecks dem Essen. Ja? Es soll ein paar Halunken geben, die haben da halt gegrillt. Ja? Hab ich mal gehört, hab ich mir sagen lassen. Ob's stimmt, weiß ich nicht. Aber ist recht. Leute, ich kann nicht einmal so viel sagen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das Regelset, was ich mir da auferlegt habe, so eine gute Idee war. Da sage ich gleich was dazu. Es wird massivst schwer. Also ich glaube, dass, wie gesagt, selbst als eingesessener und erfahrener Pokémon-Spieler werde wahrscheinlich ziemlich schnell, ziemlich stark an meine Grenzen kommen. Aber schauen wir mal, ja?
Es ist ja auch für eng dann schätzen und zuschauen. Auch für die Leute, die da jetzt vielleicht nicht so viel anfangen können damit. Aber das Schöne ist, ich kann endlich mal meine Erklärbären einmal wieder außerhängen lassen. Ja? Das ist einmal wieder ein Franchise, wo selbst der Bazi mal Ahnung hat, was Sache ist. Ja? Jetzt haben wir in letzter Zeit Spiele gehabt, da kann ich nichts erzählen dazu, weil ich nichts weiß. Elden Ring zum Beispiel, bei Blocktail weiß ich nichts. Ja? Ist einmal wieder schön, mal wieder sowas zum Spielen, damit ich die Leute wieder mal Apps teachen kann. Ja? So mäßig als Lehrer. Ja? Das ist so, habe ich mal gehört, ist auch nicht schlecht angekommen damals. Bei was haben wir da gespielt? Sekiro und Demon's Souls. Oh fuck, Demon's Souls müssen wir auch noch fertig spielen. Ach, bist du bescheuert. Ja gut, anderes Thema. So, was hat der Wade geschrieben? Der Asiate um die Ecke hat meine Bestellung falsch verstanden. Also habe ich das Dreifache gekriegt und trotzdem genommen. Und gegessen. Ich sag keinen Fehler nicht. Warte, ich sag jetzt da, ich sag dir, wie es ist, ich sag keinen Fehler nicht. Verstehe die Frage nicht. Habt ihr so geschmeckt? Warum soll ich? Erklärbazi, bester Bazi. Extra zu Fleiß wird das so gemacht. So, Roast of Gamer Bazi Pokémon Edition. Ja, na, lieber nicht. Sei habe ich dir. Leerbeeren, so nennst du dein Gehänge. Ja, da sage ich jetzt nichts dazu. So, jetzt fangen wir mal ein bisschen eher an, warum ich einiges vorher verzeihen muss bezüglich dieses Projekts, bezüglich allem einfach, ja, damit wir einfach einmal ein bisschen einfinden. Vor allem für die Leute, die wo halt mit Pokémon an und für sich wirklich nichts anfangen können. Ja? In dem Fall haben wir 2 Commands. Die habe ich angerichtet eigens für dieses Projekt. Das ist einmal Ausrufezeichen Regeln und einmal Ausrufezeichen Game. Zu beidem sage ich gleich was. Ja? Wir gehen mal Stück für Stück jetzt in Ruhe durch die Regeln durch, damit ihr überhaupt einmal versteht, um was das überhaupt geht. So, für die, wo wissen wollen, was wir jetzt überhaupt treiben. Folgendes. Wir spielen jetzt einen Pokémon-Hack. Und zwar ist es Rising Ruby. Ja? Dieser Hack ist basierend auf der Originalversion von Pokémon Omega Rubin, das wo damals für den 3DS erschienen ist. Ja? Rising Ruby ist der Hack dazu. So, was heißt jetzt das Ganze? Das Spiel ist grundsätzlich schwerer. Ja? Die Pokémon haben wesentlich höhere Level. Die Trainer, vor allem die Boss-Trainer, haben wesentlich stärker, nutzen Competitive-Sets, also sprich Sets, wie es du im Turniermodus spielst, so, also in echt, also die richtigen Profis. Und da kommen noch allerhand andere Sachen dazu. Wenn ihr genauer wissen wollt, was da noch alles dazukommt und was noch alles abgeändert worden ist, da ist jetzt ein Link bei dem Command dabei, bei Ausrufezeichen Game. Da wird das komplette Game-Name beschrieben. Da ist alles aufgeschlüsselt, was verändert worden ist. Allerdings sage ich dazu, das Ganze ist auf Englisch. Ja, weil da gibt es keinen deutschen Guide nicht. Der Hackersteller ist der sogenannte Draiano. Der ist bekannt in dieser Szene. Der hat schon einiges Gutes gemacht. Ich glaube, dass der bisher nur Gutes gemacht hat, abgesehen davon. Und dann könnt ihr da ein wenig durchlesen, wenn es euch denn interessiert. Wichtig für eng zum Wissen ist eigentlich nur, es gibt alle Pokémon, die bis dato erschienen sind in dieser Edition, die haben frei fangbar. Ja, das ist möglich. Und es ist einfach schwerer. Ja, die Trainer haben schwerer, die Levelkurven ist ein bisschen steiler. Sie ist nicht übertrieben steil, aber sie ist schon gut steil. Und das ist eigentlich einmal das Wichtigste für euch, was ihr wissen müsst. Jetzt einmal rein aufs Spiel bezogen. So. Jetzt muss ich schnell den Chat lesen. So, was haben wir jetzt da? Ich kenne Pikachu, das ist mir gelungen. Ja, dann bist du schon mal nicht so verkehrt. Das Problem ist, ich bin so voll und kann noch rein. Wie der Spotty schreibt, Gewicht verlagern. Wenn du jetzt in einem Flugzeug sitzt, dann fliegt es im Kreis quasi. Oder wie sage ich das? Gut. Du willst Legends Arceus sein? Ja, das ist DLC. Das ist DLC, Mr. Wadenbeißer. So, dann haben wir noch mal ein Command, Ausrufezeichen Regeln. Und jetzt wird's interessant. Ja? So, jetzt gehen wir mal Stück für Stück durch die ganzen Regeln durch. Wir switchen dann gleich um ins Spiel. Keine Sorge, machen wir alles. Ja, aber es wird halt mehr so ein bisschen ein Einführungserklärstream. Ja? Ich will ja, dass ihr sauber in das Projekt integriert habt. Ja? So, da haben wir jetzt Folgendes. Nur das erste Pokémon, ja, der fängt schon. Ja? Sagst, ich kann schon nicht einmal mehr lesen. Nur das erste Pokémon auf jeder Route / Ort darf gefangen werden. Inklusive Typ und Species Clause. Was heißt jetzt das? So, in einem Pokémon-Spiel hast du eine Map. Ja? Es ist in jedem Pokémon schon
Seit jeher Standard. So. Und diese Map ist unterteilt in verschiedene Routen und verschiedene Städte. So. Mir ist es allerdings nur dann erlaubt, mir ist nur erlaubt, immer das erste neue Pokémon auf einer Route, wo ich hinkomme, zu fangen. Sonst nichts. Also ich bin praktisch in meine Möglichkeiten mehr oder weniger beschränkt. Ich kann mir es nicht aussuchen, wo ich mal fange. Ja? Ich muss das erst neue Pokémon nehmen, was mir vorkommt. Ob das jetzt 3 Vogel-Pokémon haben oder 3 Elektro, dann ist es halt so, dann habe ich Pech gehabt. Was heißt jetzt Tubes und Species Class, ist einfach ganz leicht erklärt. Die Pokémon untereinander können sich ja teilweise entwickeln. Ja? Manche haben eine Entwicklung, andere haben 3 Entwicklungen. Es gibt sogar, weiß ich nicht, aus dem FF weiß ich jetzt nicht, ob es Pokémon gibt mit 4 Entwicklungen, glaube ich jetzt so aus dem Stegreif nicht. So, dann sagt das Tube und Species Class, ich darf ein Pokémon nice aussuchen auf der Route, wenn ich schon besitze. Ja, also wenn auf Route A kommt Pokémon A vor und auf Route B kommt dann dasselbe Pokémon wie auf Route A Name vor, dann darf ich so lange springen, bis dass ich ein nice finde. Ja, also eigentlich immer ein nice Pokémon suchen, bis dass ich eins gefunden habe und das darf ich dann fangen. Müssen tue ich gar nichts, aber es war mir halt angeraten. Und Species Class ist im Endeffekt fast das gleiche. Wenn ich jetzt auf einer Route, sagen wir mal, ich finde auf einer Route ein Glumanda, dann fange ich das und auf der nächsten Route kommt mir Glutexo vor. Das ist die Weiterentwicklung von Glumanda, dann darf ich das auch überspringen, weil es dieselbe Spezies ist. Ja? Es ist nur eine Entwicklung dazu. Ja? Gut. Das nächste ist, geschenkte Pokémon dürfen verwendet werden. Kommt auch ab und zu vor, dass man ein Pokémon geschenkt bekommt, darf ich jederzeit verwenden. Ja? Ist, glaube ich, relativ einfach erklärt. So. Jedes besiegte Pokémon darf nicht mehr verwendet werden. Ja, das heißt, alles, was einmal besiegt ist, bleibt tot. Nichts mit Heilen, nichts mit Wiederbeleben, das ist weg. Ja, das muss ich entweder auf eine Box ablagern, was das ist, seht's dann, oder ich muss freilassen. Eins von beiden. Ja, darf ich halt nicht mehr hernehmen. So. Dann keine Heil-Items im Kampf. Und das ist eigentlich das massiv Schwere drum. Mike, habe ich dir, grüß dich. Also wenn du Pech hast, kriegst du den ganzen Run über nur Radikal und Taubsi. Nein, eben nicht. Das sagt eben dann aus, die Species bzw. Tube Class. Ich darf Dobide oder Pokémon, die wo ich schon einmal gefangen habe, darf ich springen. Ja, das ist eine Standard-Nuzlocke-Regel. Wo waren wir jetzt? Keine Highlight-Items im Kampf. Das ist so ziemlich die härteste Regel, die wo man machen kann. Das heißt, ich darf unterm Kampf keine Tränke verwenden, generell keine Items nicht hernehmen, außer... Das steht in Klammern dabei, außer Trage-Items. Pokémon können Items zum Tragen nehmen, also das können unterschiedliche Items sein. Bären, die wo zum Beispiel auch unter anderem heilen können, aber nur zu einem gewissen Teil. Oder irgendwelche angriffsverstärkenden Items, das darf ich schon tun. Aber ich darf jetzt nicht hergehen und sagen, hey, mein Pokémon ist Lowlife, ja, da wirf ich einen Trank ein. Darf ich nicht machen. Ja, und das ist so ziemlich die härteste. Das ist, glaube ich, die Regel, an der es wahrscheinlich scheitern wird. So, nächste Regel. Shinies sind Gold, dürfen immer gefangen werden. Was ein Shiny-Pokémon ist, in Kurzform, das ist ein Pokémon in einer anderen Farbe. Ist extrem selten sowas zum Finden. Ich glaube, in der Version ist 1 zu 4500. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Shiny-Pokémon finden, ist relativ unwahrscheinlich. Ja, also da klinge ich eher im Lotto. Ja, und das ist schon nicht wahrscheinlich. Aber für den Fall, dass mir ein Shiny-Pokémon vorkommt, das sagt man auch ganz deutlich, dann darf ich es auch fangen. Unabhängig davon, ob ich es schon besitze oder nicht. So. Und jetzt kommt die nächste Regel, dann haben wir eh schon fast durch. Das stärkste Pokémon im Team darf das Level des stärksten Pokémon des kommenden Arenaleiters nicht übersteigen. So, was heißt jetzt das? In einem Pokémon ist üblich, dass man Arenaleiter hat. Ja? Von jedem Arenaleiter sind 8 an der Zahl, kriegt man später, wenn man besiegt, einen Orden. Ja? Also sprich, es gibt in diesem Spiel 8 Orden. Diese 8 Orden braucht man, um die Pokéliga zu betreten. Und wenn wir die Pokéliga besiegen, dann ist das Spiel im Endeffekt durchgespielt. Ja? Das ist das Ziel von der Nuzlocke. Da sage ich aber noch ein kleiner was dazu. So, und diese Arenaleiter, da gibt es Orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das ist der Reihe nach. Und die haben natürlich auch Pokémon. Ist ja wohl logisch. So, und das stärkste von dem nächsten Arenaleiter, sagen wir mal, der erste Arenaleiter, dem sein stärkstes Pokémon ist auf Level 16, dann darf meine nicht stärker sein. Also meine stärksten Pokémon dürfen maximal auf Level 16 sein. Sollte eins darüber sein, bevor ich in den Kampf gehe, darf ich es nicht mitnehmen. Also sprich, soll er ein Pokémon auf Level 17 haben, dann darf ich dieses Pokémon nicht mit in den Kampf nehmen, sondern es muss draußen bleiben. Ja, ablenken oder was weiß der Teufel. Sollte ich aber, und das sage ich jetzt vorsichtshalber mit dazu,
sollte es vorkommen, dass ich während des Kampfes, dass mein Pokémon von Level 16 auf 17 springt, dann ist okay. Ja? Wichtig, beim Betreten des Kampfes. Wichtig, habe die grüß dich. Ich muss dann noch alles nachlesen, weil ich verstehe die Frage nicht. Highlander, grüß dich, habe die Genau. So, und jetzt kommen wir zu der letzten, beziehungsweise zu den 2 letzten Regeln, die erklären sich aber ziemlich einfach. Wird das komplette Team besiegt, muss ich von vorne anfangen. Also sprich, wenn ich wipe, heißt das nicht einfach, probier's nur mal, dann heißt es, Spielstand löschen, von vorne anfangen. Je nachdem, wie weit wir kommen, schauen wir mal, wie wir das umsetzen. Aber ein Nuzlocke sieht voraus, dass du dann dein Spiel resettest und wieder schön brav von vorne anfängst. Und dann haben wir noch was. Das ist die letzte Regel. Besiegt man die Top 4, ist die Nuzlocke bestanden. Das ist die Top 4 ist die Pokéliga. Ja? Also sprich, die 4 stärksten Trainer im Spiel plus ein Champion. Wenn wir den besiegen, dann ist die Nuzlocke bestanden. Sagen kann man, wie es ist, so weit wird man nicht kommen. Gut. Sollte es während des Projekts irgendwelche Fragen geben, sollte irgendwas unklar sein, das richtet sich jetzt vor allem an die Non-Pokémon-Kenner. Bitte stellt mir das, ich erkläre euch alles so gut, wie es irgendwie möglich ist. Da braucht es euch überhaupt nicht zurückhalten. Es wird eine massivst brutale Herausforderung. Habe ich so an und für sich in der Härte selber noch nie gespielt. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich kenne den Hack an und für sich nicht. Was ich mir zur Hilfe nehme, das ist eine ausführliche Dokumentation über diesen Hack. Also ich werde ihn nicht blind spielen, weil sonst sitzt man in 3 Jahren noch dran. Das so gern wie es ist. Da ist alles beschrieben, auf welcher Route man was für Pokémon finden kann und was die Arena-Leiter spezifisch für Pokémon haben. Damit ich mich zumindest ein wenig richten kann. Ja? Und alles Weitere erkläre ich jetzt im Laufe des Spiels. Und das ist jetzt, glaube ich, ein guter Stichpunkt, ein gutes Stichwort, dass wir jetzt einmal straight Richtung Spiel schauen. Ich glaube, das ist eine Idee, oder? So. Ist das jetzt Spielrunde oder ein Stream oder ein längeres Projekt? Grundsätzlich war jetzt einmal geplant, dass wir das jetzt einmal eine Zeit spielen. Und je nachdem, wie es läuft, wenn ich natürlich jetzt in 2 oder 3 Wochen nach oben merke, ich komme am ersten Arena-Leiter nicht vorbei, ja, dann müssen wir uns wahrscheinlich was anderes zu überlegen. Entweder 3 dann am Regelwerk ein wenig, dass es ein wenig leichter wird, oder wir spielen es casual. Eins von beiden. Aber ich habe einfach einmal wieder Bock, so ein Nuzlocke zum Spielen. Genau. So, jetzt switche ich aber ins Spiel, gell? Weil sonst ihr mögt ja was sehen. Meine ich. Glaube ich. Denke ich. So, jetzt passt zu Wort. So. Ich habe mir am Anfang nicht, ich war mir jetzt, was heißt am Anfang, ich war mir die letzte Zeit nicht so wirklich sicher, wo ich spielen soll. Aber ich glaube, mit dem Spiel kommen wir ganz gut drum. So, jetzt schauen wir uns das Intro an, das ist das Timing wie der Gasbildern. Super. Könnt ihr mal in Ruhe das Intro anschauen. Grundsätzlich ein längeres Projekt, aber wie gesagt, schauen wir mal, wie es läuft, wie ich mich anstehe. Es ist unfassbar, es wird unfassbar schwer. Also es ist für eng Chat zum Zuschauen wahrscheinlich, weil ihr auch mitfiebern könnt und sage jetzt auch gleich noch dazu. Wir werden während dieses Projekts öfter Vorhersagen machen, da könnt ihr Kanalpunkte investieren und dabei Kanalpunkte verdienen. Ja, das haben wir uns ein wenig einfallen lassen, da könnt ihr euch selber als Community natürlich ein bisschen einbringen, auch ein wenig mitfiebern, ist vielleicht ein kleiner Anreiz für euch, damit es ein wenig entspannter wird für euch. Ja? So, das ist jetzt im Endeffekt, da steht jetzt Omega Rubin, das ist die Originalversion, aber die ist wie gesagt schon gepatcht. Ja? Dann schauen wir mal rein in die Musik. Es ist so hübsch. Es ist ein unfassbar schönes Spiel. So, sage jetzt auch gleich dazu, ich habe bereits einen Spielstand erstellt. So, ich habe mir jetzt einfach ausgenommen, dass man mir das ganze Vorgeplänkel ein bisschen überspringen. Ja? Das heißt, ich habe einen Spielstand erstellt, habe mir mein Starter-Pokémon ausgesucht, erkläre gleich alles dazu. Im Endeffekt, was ist passiert? Wir sind nach Wurzelheim gezogen mit unserer Mama zu unserem Papa. Das ist übrigens das einzige Pokémon-Spiel, wo der Papa jemals vorkommt. Haben wir jetzt in Wurzelheim. Wir haben unsere Nachbarin kennengelernt. Das ist die gute Maike. Die lernt sich auch noch kennen. Ja, der Professor, der ist dann in Trouble gewesen bei der Pokémon-Forschung, ist dann von einem wilden Pokémon angefallen worden, hat uns darum gebeten, dass wir ihm helfen, hat uns daraufhin ein Pokémon geschenkt und welches das ist, das sage ich jetzt.
Hoppala, jetzt soll ich den falschen Knopf drücken. Das soll ich auch mal gehen. So. Das ist im Endeffekt in jedem Pokémon-Spiel gleich. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, das überspringe ich jetzt einfach. Und ja, so, wir haben jetzt in Wurzelheim, das ist unser Heimatort. Da geht die Reise im Endeffekt los. So, ich habe mich für unseren Starter Hydropi entschieden, also aka Broly. By the way, alle Pokémon kriegen einen Spitznamen. Und ja, da wird es einige aus der Community da bräseln. Da habe ich überhaupt keine Hemmung nicht davor. So, Broly ist auf Level 5. Hat ein hartes Wesen, was ungefähr das geilste Wesen für Hydropi ist. Da habe ich richtig Dusel gehabt. Genau, dann sage ich gleich noch was dazu. Und zwar wird man mir in dem Projekt so wenig wie möglich Zeit verdrödeln. Deswegen haben wir etliche Top-Schutz erhackt, haben wir etliche Sonderbonbons erhackt zum Grinden, damit wir da einfach wirklich keine Zeit nicht verlieren, weil Grinden in so einem Spiel frisst unfassbar viel Zeit. Und das können wir mit den Sonderbonbons einfach überskippen. Was macht der Sonderbonbon? Ich kriege einfach sofort ein Level up. Ja? Und sonst habe ich eigentlich nicht viel zum sagen. Ich habe Heil-Items schon mal erhackt, die ich ja außerhalb des Kampfes nutzen darf. Warum mache ich das? Damit wir uns die ständigen Gänge zum Pokécenter sparen, um uns zum Heilen. Ja? Genau deswegen habe ich das gemacht. Da herunter haben wir noch 2 Items, eine Herzschuppe und ein Honig. Da sage ich mal was dazu, wenn es soweit ist. Die haben jetzt halt nur schon mal im Inventar, damit ich später nicht noch mehr machen muss. Ja? Es wird überwiegend oder ab und zu mal vorkommen, dass ich mal außertappen muss, ein wenig etwas nachschauen muss, ein wenig etwas nachstellen muss. Kriegen wir aber alles hin. Wie gesagt, wenn irgendwas unklar ist, wenn ihr was nicht versteht, einfach fragen. Okay? So, genug gelabert. Jetzt fangen wir ein Spiel an. Die Nuzlocke startet übrigens ab dem Zeitpunkt, wo man Pokébälle erhält. Ja? Die habe ich jetzt noch nicht. Sagt man da jetzt nicht, weil die da erinnert haben. Also ich habe noch keinen einzigen Pokéball. Das sind übrigens die Dinge, wo man Pokémon fängt. Für den Fall, dass die Frage auftaucht. Genau. Also jetzt, wenn was vorkommt, zählt das praktisch noch nicht. So, da wir jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, grinden wir einfach unser Broly schon mal 3 Level auf. Gerade da kriegen wir Lebensschelle. Wie ist denn der Ton eigentlich? Ist der Ton in Ordnung? Und sorry an alle, die ich jetzt irgendwo überlesen habe, das tut mir leid. Aber ich war jetzt im Erklärfieber. Ich hätte eine Frage, dann stell die Frage. Mr. Mike, dann stell die Frage. Ton top, sehr gut, das wollte ich hören. So, wie jetzt das zum Beispiel, jetzt passt's auf, das ist jetzt Route 101, ja? Dann kommt Rosalstadt, also rein theoretisch warten das 2 Encounter. Dann werden sie ansehen, was die jetzt ja, weiß ich nicht, ich glaube, du hast die verlaufen. Könnte ein Tick leiser sein. So, und da war jetzt Route 103, also rein theoretisch 3 verschiedene Encounter, weil 3 verschiedene Orte. Ja? Und wer bin ich? Du bist der Rasenmäher Mike, der vorher gegrillt hat, da ich sagen. Und der lauterste Bassspieler auf Twitch. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Also, was jetzt der Spiel einen Ticken leiser machen? Ja gut, ich mach's einen Ticken leiser. So, aber nur einen Ticken, gell? Gut. So, das da ist die liebe Maike, das habe ich vorher erklärt. Das ist unsere Nachbarin im Endeffekt. Und ist im Endeffekt unser Rivale im Spiel. Ah ja, da war was. So. Ich werd übrigens die Lese-Dinger ein wenig skippen, ja, weil ich kann es nicht von Hand erklären. So. Ich hab's übrigens verschwitzt, mich Bazi zu nennen. Ja, ich hab mir jetzt Mark genannt, also wegen meinem Namen. Grillen war übrigens sehr poggers. Sehr schön. Grillen ist immer gut. Mehr Grillen ist mehr gut, generell. So. Sie ist übrigens die Tochter des Professors, der, wo unser Pokémon zugeschustert hat. Eine gute Alte, wie man in Bayern sagen darf. So. Natürlich macht die gleich kämpfen, ist ja klar. So. Im Original, da fängt es nämlich jetzt schon an. Im Original war das Pokémon vom Gegner nämlich auf Level 5. Da im Heck ist es auf Level 6. Macht jetzt das Kraut nicht fettig, aber das Fleisch nicht sauer. Ja? Auf Dauer. Außer die Zirpen, wenn du schlafen willst, dann ist mehr Grillen weniger. Ja, ich finde aber Grillen Gezirpe tatsächlich cool zum Einschlupfen.
Ja, gefunkelt Michael ist shiny. So wie bei dir da, das war brutal. Das war brutal. So, Level Cap für den ersten Arena-Leiter übrigens Level 16. Also alles, was ich level, darf maximal Level 16 haben, wenn ich einen Arena-Leiter mitnehmen möchte. Und da können wir jetzt gleich mal die erste Vorhersage machen. So, jetzt passt so 8. Deathblast? Warum geht jetzt meine Maus wieder nicht? Meine Tastatur versteht die Frage nicht. Warum kann jetzt ich keine Vorhersage nicht machen? Achso, da haben wir. So. Deathblast. Einschließlich. Sei, das kannst du eigentlich auch du tun. Oder Liebe. Ja oder nein? Könnt ihr jetzt, das los jetzt einmal eine halbe Stunde laufen. So, könnt ihr eine Kanalpunkte investieren, ja oder nein? Sagt es dann schon. Gut, den ersten Kampf haben wir mal sehr dezent überstanden. So. Gut. Im Endeffekt müssen wir jetzt einfach nur zurück. Sie hat sich jetzt darüber, ja, sie ist verwundert darüber, dass wir sie so einfach haben besiegen können, weil sie hat ja schon viel mehr Erfahrung als wir mir. Ja, ich bin halt irgendwann einmal ein Profispieler gewesen. So. Ah genau, bevor ich es vergiss, das soll ich dir vielleicht auch sagen, bevor das hier irgendeine Vorhersage macht. Wir haben jetzt aktuell da, und der erste Orden ist in der Stadt da. Oh scheiße, das seht ihr ja gar nicht. Fuck, das kann ich gar nicht. Oder seht ihr meinen Mauszeiger? Glaub schon, oder? Unter der linken Bildschirm, der kleine. Ah, da ist etwas, sehr gut. Das ist der Blütenburg Wald. Und in Metaros City ist der erste Orden. Also das ist ungefähr die Strecke jetzt von da herunter, dann da rauf, dann da dann da einer, dann da rauf, dann da rauf. Ja? Bei 30 Minuten sind die doof, die vorher abzustimmen. Liegt daran, dass die auf dem letzten Drücker mehr Infos bekommen. Habt direkt mal mit. Da bin ich dann gespannt, wie wir da anschneiden. Ich gebe mir Mühe, dass wir schnell nur schaffen. So, das ist der Birk, der Professor Birk, das ist unser Professor. Wie gesagt, das ist der Django, der uns unser Pokémon gegeben hat. Im Endeffekt haben wir jetzt einen Pokédex gekriegt, der sagt aus, ja, praktisch, ist ein Lexikon sozusagen. Ein Datensammelgerät, wo alles über die Pokémon bekannt gemacht wird. So, jetzt haben wir Poképelle gekriegt. Freunde der Sonne, ab jetzt startet die Nuzlocke Challenge. So. Encounterzeit, Freunde der Sonne. Oder auch nicht, weil Mama wieder irgendwas möchte. In einer Nuzlocke ist es übrigens, vor allem in einer Hardcore-Nuzlocke, ist es übrigens sehr anzuraten, dass man optionale Trainers gibt. Ja? Ich war einfach mal so frei Konzern-Dodge. Hä? Was? Gut, Freunde. Oh, was ist denn? Ich mag Pokémon fangen, zupf die halt. Was interessierst mich denn du jetzt? Oh, das ist aber praktisch. Okay, gut. Da, haben wir's jetzt. Kann ich jetzt endlich loslegen. Herrgottsseele, Zeit wird's. Jetzt pass mal auf, kann ich da eigentlich... Aha, das ist der Textnerv, okay. Mehr habe ich noch nicht. Marschall, grüß dich, habe ich dir. So, Freunde, erster Encounter. Ich hoffe, jetzt pass auf, was gab's denn da eigentlich alles? Ist jetzt eigentlich unrelevant, das schauen wir jetzt dabei mal nicht an. Bin ich jetzt nicht so begeistert von dem Viech.
Zickzacks aus Level 5. Kann kein Mensch brauchen, das Viech. Ja gut, aber wir müssen mal nehmen, was wir haben. Oder was wir kriegen. GG Zickzacks ist OP. Ja, oder auch nicht. So, wer mag Zickzacks? Ich hab keine Ahnung vom. Macht nix. Auf jeden Fall ist es flauschig. Ja, oder spitzig. So. Ist ein Kleindachs. Zickzacks ist. Es ist scheißegal, was das ist. So. Nehmen wir den Burschen einfach einmal Spike. Weil. Darum. Mr. Saiching, falls ein Endton vorkommt. Du weißt Bescheid. Du warst schon gerne ein Waschbärwiesel. Also, das soll jetzt Speck gelesen, Mr. Billinger. Das tut mir jetzt leid. So. Den grinden wir auch gleich mal noch. Und sogar Item. Spike, weil du ein riesen Buffy-Fan bist? Na. Einfach na. So. Kartel, grüß dich. Also die Legs, die kommen nicht von mir, die kommen vom 3DS. Ja? Also da kann ich nichts dazu. Ja, EV-Grinden kann man aber in dem Spiel auch manuell. Ja, also sprich, ich kann mir die EVs dann so richten, dass das passt. Also da brauchst du nicht oben da. Da erkläre ich aber dann einmal was dazu, wenn es einmal so weit ist. Was bezüglich Zeitersparnis, ja? So. Maike, deine Schleichbewegung interessiert mich gerade und beichten schon was. So. Dora kann man leider keinen Encounter nicht holen. Warum? Weil es keine Möglichkeit nicht gibt, irgendwo was zu finden. Da ist kein Groß, keine Wasserstelle, gar nichts. Also sprich, der Encounter da fällt flach. Aber wir haben da herum immerhin noch einen. Nehmen wir also auch mal direkt mit. Dusselgur, okay. Ist immerhin ein Flug-Pokémon. Ja gut, das hilft uns für den ersten Arena-Leiter aber eigentlich auch nicht wirklich weiter. Singorhypnose. Ja, okay, nehmen wir mal mit. Kartel, ist gut bei dir? Wie, der bricht aus? Ist ein Barschen oder was? Ist jetzt natürlich blöd, weil wenn wir Pokébälle ausgehen, dann habe ich Pech gehabt. Ja, dann muss ich den Encounter sausen lassen. Corona ist immer noch da. Das Bluts Corona. Das kannst du jetzt aber auch mal langsam vom Acker machen, oder? Na, komm gleich. Herrgottseele. Dass das Ding allerdings Hypnose kann, ist ein Vorteil. Dieses Pokémon ist in Höhen nicht bekannt. Ja, warum wohl? So. So, jetzt auch direkt einen Namen für das Ding. Nennen wir einfach stumpf Pilot. Kurva. Das war auch ein geiler Name gewesen. Jetzt passt auf, vorsichtshalber, weil ich schon käme, sagt, dass mir die Dinger ausgingen. Ah, die haben sogar Preise für Pokébälle verringert. Das ist gut für mich. Das ist gut für mich.
Halten wir mal voll. Okay, ruckzuck gibt es einen Prio-Angriff, sprich, das ist immer Erstschlag-Garantie, das ist gar nicht einmal so schlecht. Was hast denn du eigentlich für ein Item, frage ich mich? Trank, ja, immerhin. Gut, der wird zwar unter dem Kampf nicht nutzen, aber okay. So, nächster Encounter. Ja, das ist in dem Hack, in der Hack-Version abgeändert worden, die Preise teilweise. Unter anderem für Pokébälle. Das ist normal 200, du hast recht. So, Encounter Nummer 3. Molimorba, okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Fuck, ich schlaf ja. Das hat er nachgeschaut worden, ist gut. Okay, dann wissen wir den Namen von dem Ding schon. So, bringen wir das Ding mal zum Schlafen. Mir fällt gerade ein, oder auf, mir hätte man vielleicht mit der Vorhersage noch ein wenig warten sollen, weil ich glaube, das sind innerhalb von einer halben Stunde schaffen. Sieger, aber der. Imagine zum Pokécenter gehen. Scheiß auf Pokécenter. So, greifen wir noch einmal an, hoffen, dass es so weiter schafft, dann fangen wir es uns. Ja, das soll ja gelangen. Oh, das war sogar ein Crit. Gut. Also ich glaube, wir haben uns einig, wer das ist, oder? Das ist mal klar, dass das Smasherl ist. Haben wir uns einig. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Okay, Hydropi pennt. So, jetzt warten wir mal, bis dass wir alle 6 Encounter mal haben, weil dann muss es nämlich noch ins Overlay einfügen. Aber es ist männlich. Es gibt keine männlichen oder weiblichen Schleifen. Verstehe die Frage nicht. Es ist Mr. Marshall. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt einmal alle Encounter zusammen. So, der Trainer ist leider nicht optional. Das heißt, da wird man rein müssen ins Gerät. Was kann das Ding eigentlich alles? Unbeugsamkeit hat Spezialangriff, wenn ein Start... Die Fähigkeit ist OP. Okay. Broly wird's richten. Geht die Ecke und chill. Einfach auf Flauschnägel. Das ist Flauschnägel. Der Flauschnägel einsetzt. Ja, das hat schon einen Grund, aber ich glaube, dass mir das zeitlich nicht gelangt, dass ich bis zum ersten Orden komme. Vor allem möchte es mir eigentlich trollen. 1790 versus 1790, ich verstehe die Frage nicht.
Gut. 20 Minuten anscheinend. Ja, ich weiß ja vorher nicht, ob ich Deathless. Also, weißt du, ich kann ja das erst auf. Also, ja, eigentlich ist es wurscht. Eigentlich ist es wurscht, ja. Jetzt lassen wir es einfach laufen, ist wurscht. Das darf ich übrigens in einer Nuzlocke auch nicht da. Ich darf nur ich muss im Set-Modus spielen, das muss ich noch umstellen. Also Set-Modus heißt, ich wir quasi wenn der Gegner ein neues Pokémon in den Kampf schickt, wie ich nicht gefragt, ob ich wechseln möchte. Ja? Beim Set-Modus geht das in einen Guss, da darf ich nur aussehen, wenn es jetzt so ist, wie gerade eben. Perfekt. Halt die Klappe! Ich war vor allem in Erklären beschäftigt, ja? Haben die alle Prior-Attacken? Möchtest du mich verarschen, oder was? Aha, du Zickzacks, ja toll. Alter Mann, da darf ich beinahe wegen Integrant, die haben ja jetzt schon auf Level 7. Die Believer liegen vorne, die Doubter werden verlieren. Schauen wir mal, wie ich mich anstehe. Ja, natürlich sitzt du Scheißviech als Höller, ey, ist eh klar. Spotty, danke dir fürs Zuschauen. Bazi, du musst im Team der Believer sein, sonst macht das keinen Sinn. Ich believe total, ich gehe da Deathless durch, das sage ich, wie es ist. Durch die ganze Nuzlocke. Das nächste, wo jetzt was reinschmeißt, kriegt der Gusseisen nicht. Silberblick, scheiß auf Silberblick, braucht kein Mensch. Gut, den ersten offiziellen Trainerkampf haben wir mal unbeschadet überstanden. Sag ich, aber auch, wie es ist, das wird nicht so bleiben. Oh ja, Kopfnuss ist gut. Kopfnuss ist besser wie Tackle, weil mehr Schaden. Ist übrigens auch Asset. Trugtrainer, ja, okay, das nehmen wir. Was macht Trugtrainer? Verringert einen Angriff. Verringert Spezialverteidigung. Das kann uns sehr, sehr gut helfen. Was ich jetzt sagen wollte, es ist essentiell wichtig, dass man nach dem Kampf vorbei hält. Du magst nicht mit angeschlagenen Pokémon in einer Hardcore-Nuzlocke spielen. Gut. So, der ist optional, oder? Ist er sogar. Das ist ein Spinner. Bester Trainer Dodger EU West. Der ist auch optional. So. Da haben wir jetzt die ersten Bären im Spiel. Das sind zum Beispiel Trage-Items, die von Pokémon getragen werden können. Die Sindelbeere heilt zum Beispiel unsere KP um 10 Punkte und Pfirsichbeere verhindert Vergiftung. Und da sage ich jetzt dann noch was dazu. Sobald es nämlich in einer Nuzlocke möglich ist, theoretisch Items zu farmen, ja, diese Beeren kann man auch farmen, wenn man eine Gießkanne besitzt. Ja, die kriegen wir jetzt noch dann noch. Dann ist es erlaubt, dass du dir aufgrund der Zeitersparnis solche Items erhäckst. Ja? Und das ist auch der Grund, warum wir mehr Herzschuppen und Honig haben. Die kann ich aktuell noch nicht erfarmen, deswegen darf ich es auch noch nicht verwenden. Ja?
Was habe ich überhört, dass man jetzt 1er und 2er beim Namen hat? Jetzt, was du das sagst, was ist denn das? Ach, das ist Vorhersage. Ah. Das ist Vorhersage, ja oder nein. So, du bist der Spinner, oder? Ja, das denken wir schon, dass du Spinner bist. So. Blöde Schnallen, lass mir mal in Ruhe. So, aber ist das neu? Das habe ich auch nicht gewusst, dass das geht. Oder dass das gibt. Das ist neu, ja, ich muss schon denken, weil das habe ich jetzt den hast du auch noch nie gesehen. So. Blütenburg City. So, da gab es theoretisch einen Encounter, in dem man Angel benutzt oder surft, haben wir aber beides noch nicht. Das heißt, den Encounter holen wir uns später. Das mit dem Artist-Badge, ja, das habe ich jetzt, wann habe ich das? Vor 3 Tagen oder was? Weil ich irgendwas bei meinen Emotes geschaut habe und da ist das dann drunter gestanden. Das hat übrigens die liebe Mrs. Marshall, das Künstler-Badge. Ja, habe ich einfach einmal so ganz frech wie ich bin, abgeben. Wo kann man das vorhersagen? Da oben, Wi-Fi, musst du mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob du am Tablet oder am PC bist. Da siehst du dann Vorhersage machen. Und da kannst du dann abstimmen, ob ich Deathless einschließlich ersten Orden bin oder nicht. So, der da ist unser werter Vater. Wie gesagt, die 3. Generation von Pokémon ist die einzige, wo der Papa jemals vorkommt. Ist übrigens auch ein Arenaleiter. Das heißt, früher oder später müssen wir gegen den kämpfen. So, und der junge Bursch da, das ist der liebe Heiko. Der, ja, möchte auch unbedingt Pokémon-Trainer werden. Und wird auch unser Rivale. Also wir haben in dem Spiel im Endeffekt 2 Rivalen, wobei der fast der stärker ist. Also zumindest in die Originalspiele. Kann die aber eigentlich dir auch geben, Mike. Das kommt's mir gerade erst. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob dann der VIP-Badge weggeht. Muss man anschauen. Ja, weil du Musi machst. Zipfe. Na. So, das ist jetzt im Endeffekt der Fang-Tutorial, ja. Das ist für einen, der wo schon seit 20 Jahren Pokémon spielt, absolut Baum bricht, dass man das gezeigt kriegt. Aber gut. Dabei, weißt du schon, da littert der mal ein. Das soll ja ein Artist-Badge für dein Channel sein. Hey, wie? Wäre witzig, dann hätte ich, wow, dann war ich ausgeflippt. Und ich, wenn jetzt Strassel wahrscheinlich gewesen war von dem Typen, dann war ich dezent geknickt gewesen, ja, wenn das mir so sagen darf. Ach so. Stimmt, dann müsste das an YBO und Modzok geben. Schauen wir mal. Ja, du hast halt absolut die Erfahrung gemacht davor, ja. Das ist halt, oh, das war, leck mich am Arsch. Also das ist ja noch unwahrscheinlicher wie unwahrscheinlich. So, dass der im Fang-Tutorial eine Shiny trifft. Also das war schon sehr heftig. Ah, woher denn? So, wir haben jetzt einen Heiko geholfen, dass er sein scheiß erstes Pokémon kriegt. Das war einer von den seltensten Encounter, auf der Routen ist. So, und wir können jetzt weitergehen. Also, wie gesagt, den Encounter da heben wir uns auf. Zwangsweise, können wir nicht an. Du kannst 5 vergeben. Ich weiß nicht, wie viel das ich vergeben kann, keine Ahnung. So, nächster Encounter. Okay, da muss ich jetzt einmal schauen, was da überhaupt alles gibt. Ob wir da lieber aufs wackelnde Gras gehen oder ob wir da auf normales Gras gehen. Jetzt passt so was. Nur mal schauen, okay? Wo haben wir denn jetzt?
Was für Routen haben wir denn jetzt aktuell gerade? Route 104, okay. Da gab es ein Enton, ein Fleckmon, ein Owei, ein Wingal, ein Schwalbini, ein Zuril. Da gab es tatsächlich ziemlich gute Pokémon. Ja gut, schauen wir mal, was da hat. Pokébälle aber hoffentlich gekauft, oder? Ja, okay. Also gut war irgendwie so eine Art Wasser-Pokémon, maybe? Schwalbini wäre schon mal besser als Kuba, ja, aber nicht für den ersten Orden. Achso, ich habe noch einen Topschutz drin. Deswegen. So, Encounter-Zeit. Okay, Owei. Kann man nicht mehr. Kann gut sein für den ersten Orden. Owei auf Level 8, weiblich. So, wir brauchen einen Namen. Ab in den Chat mit den Namen. Ach du Scheiße, warum macht denn das so viel Schaden? Oh, ich bin tot, wenn er mich krittet. Oh, ich bin so tot, wenn der mich krittet. Also mein Starter riskiere ich da jetzt definitiv nicht. Das könnt ihr aber sowas von vergessen. Oh, gut, dass ich gewechselt bin. Jetzt bitte nicht killen. Okay, nice. So, und jetzt idealerweise gleich drin bleiben. Das war jetzt dauerhaft. 2. Skiddle-diddle. Nice. So, was haben wir jetzt? Eiermann, das ist Eierfrau. Sehr einfallsreich. Ecklinde. Ecknock. Was haben wir mit da? Weiberl oder Mandel? Was haben wir da? Wir haben ein Weiberl. Ecklinde finde ich gut, das nehmen wir. Ecklinde finde ich gut. Ecklinde, das nehmen wir. Das war, Billinger, das war aber jetzt Base. Das war aber jetzt ein böser Witz. So. Ich sag schon, die Levelkurven, die wird ziemlich schnell, ziemlich steil. Oh, Pflücker, what the fuck? Was hast du überhaupt für ein Wesen, du Scheißviech? Das war mal interessant zu wissen, was du für ein Wesen hast. Jetzt tue ich einfach mal Hölle weg, weil das... Oh, muss jetzt da jedes Pokémon eine Attacke lernen, oder was? Kann nicht sein. Das hat er braucht. Strauchler. Alter, was lernen die für OP-Attacken schon so bald? Du bist schon wieder ein Hypnose-Pokémon. Gut, das ist körperlich und das ist physisch. Ich weiß nicht, was du für Wesen hast, jetzt probierst du mal auschecken. So, jetzt brauchen wir noch einen Encounter, dann kann ich endlich mal Overlay machen.
Okay, Oberei war jetzt noch mehr Dupe, aber okay, das haben wir ja jetzt Gott sei Dank schon. Gut. Haben wir noch genau einen Encounter. Der ist im Void. Nein, ich mag keine Beere einpflanzen. Bist du bescheuert? Einfach die Sindelbeeren. Dankeschön. Wenn's ein Anton ist, you know what to do. Da darfst aber du mit, da kannst du die Unterhosen drauf verwenden, dass ich dann weiß, wie das heißt. Aber 100%. So. Best Trainer Dodger EU West, meine Freunde. So, ab an Finsternwald. Blütenburgwald, da haben wir einen weiteren Encounter. Was gibt's denn da eigentlich alles? So kann man mal lernen. Was gibt's da alles? Blütenburgwald, jetzt pass auf. So, Peddleberg Woods. Venonant, Pichu, Shroomish. Oh, das war zauberhaft. Slakehoff, Pansage, Pansier, Panpur, Cotton Eye, Petty. Ja gut. Pichu darf ich jetzt überhaupt nicht feiern. Irgendwas Pflanziges, auf jeden Fall. Irgendwas Pflanziges war gut. Die Unterhosen pissen mir persönlich vorbei. Ja, Blutzug, okay. Okay. Namen, Freunde der Sonne. Wobei, da hätte ich eigentlich sogar schon einen. Das entwickelt sich nämlich zu O-Mod, also zu einer Mottenart, kann man Mothra nennen, tatsächlich. Oder Mothman in dem Fall, weil es ein Mandel ist, so. Bin begeistert, bis... Das ist der Blauschknädel. Ja, der jetzt schon, aber die Weiterentwicklung ist kein Blauschknädel mehr. Flauschknädel heben wir uns einmal für einen Hasen-Encounter auf. Filzknädel. Ja, das Ding ist, ein Filzknädel war eigentlich richtig stark an der Stelle, aber das entwickelt sich halt zu einer Motte weiter. Weißt du schon, das ist jetzt... Die andere Frage ist, lebt das Ding so lang? Aber Filzknädel ist halt... Stauzen. Wir nennen das Ding jetzt einfach... Also Filzknädel... Wenn sich das Ding nicht weiterentwickelt hat, dann hätte das Ding jetzt definitiv den Namen Filzknädel. Aber da sich das Ding zu einer Motte weiterentwickelt, nennen wir den Ding einfach Mothman. Ungeziefer. Okay, ich bin maximal begeistert. Wir haben bisher keinen einzigen Encounter sausen lassen. Ja, ich warte schon drauf, bis das uns der erste Mal durch die Lappen geht. Ja. Allzu viel. Es kann man eigentlich eh kaum noch trennen. Da kann man jetzt eigentlich einmal locker flockig auf 13 gehen. Alter, was lernen die alles schon so bald für so krasse Attacken hier? Ja toll, was soll ich da jetzt weg tun? Ach, da stand das. Wie ist Minus Spezialverteidigung und was ist der Pluswert? Plus Init. Oh! Das ist ein Speedwesen. Das ist zauberhaft. Das heißt, dann nehmen wir mir auf jeden Fall spezieller Angriff weg. Die Menge an Sondermobons. Fair erspät. Und zapp, alle Pokémon zu stark für die erste Arena. Nein. Level Cap für die erste Arena ist 16. Schnüffler, du kannst mir am Arsch lecken mit deinem Schnüffler. So, wenn ich jetzt nach Adam und Riese haben wir jetzt noch... Steinwurf, what the fuck? Nach Adam und Riese, wenn ich das richtig gezählt habe, haben wir noch 3 Encounter, die wir holen können. Vor der ersten Arena. So, Marshall ist auch schon auf Level 13, lernt Duplex-Hit, die verteilt jetzt dann die Watschen des Obergrauens. Ein Hit mit dem Vorgriff. Plus Spezialangriff, minus Init. Gut, minus Speedwesen finde ich jetzt absolut nicht so gut, aber
Plus Spezialangriff ist natürlich sehr zauberhaft. Das muss man jetzt da schon mal sagen, gell? Reflektor. Oh, Screen Setup. Das ist auch nicht schlecht. Was hast du jetzt? Du hast ein neutrales Wesen. Das ist auch nicht verkehrt. Pflanze Psycho. Reflektor ist gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Hast du einen Herrn Spezialangriff? Ja, du hast einen Herrn Spezialangriff. Dann scheiß auf Kugelsaat, ganz ehrlich. Zahn auf Level 11. Are you fucking kidding me? Plus Init minus Verteidigung. Minus Verteidigungswesen ist jetzt auch nicht so zauberhaft. Aber immerhin kein angriffsverringerndes Dingens. Wesen. Giftzahn nehmen wir auf jeden Fall mit Superschall. Blutsauger ist auch ganz gut. Weg mit Gesichte. Schaut, dass es nur kein Flamingo-Pokémon gibt. Warte mal auf Gen 9. Ja, da kommt bestimmt dann ein Flamingo raus. Irgendwann einmal. Gut. Da jetzt einmal davor ausgeht. Moment einmal, da kommt jetzt dann ein Magma-Rüppel. Das heißt, wir lassen mal Bruni fahren. So, Topschutz eine, weiter geht's. Freunde der Sonne. Meter machen. Ich möchte den ersten Orden heute noch machen. So, Achtung. Parahella, okay. Keine Flamingos kenne ich, aber Zahnräder oder Schlüsselbund. Möchtest du eigentlich nicht vorstellen, gell? So. Jetzt machen wir gleich Bekanntschaft mit dem Bösewichten-Team in dem Spiel, nämlich Team Magma. Was ist denen ein Ziel? Apokalypse hervorrufen, indem sie Landmassen vergrößern. Flamingo-Pokémon gibt's gerade Kugel. Fällt mir aber jetzt auf Anhieb auch nicht ein. Ah, Finesse, ja, okay. Ah, gut, dass ich noch mehr aufgelevelt habe. It's a Flamme. Also der Spruch kommt normalerweise immer vom Sei. So, nice. Komm auf. Schaut flauschig aus. Ja, ist aber komplett beschissen, das Ding. Glaubt mir das. Gut, Heuler, das stört mich jetzt weniger. So, Apfel. Nice. Der Typ möchte die Devon-Waren stehlen. Von dem Typen da. Weil die haben nämlich, die haben praktisch, ja, Blaupausen für ein Unterwasserseeboot. Und da wird später nur wegen mehr erklärt dazu. Ja, das so ging dann alles. Aber grundsätzlich könnt ihr merken, das Team Magma, also das Bösewichten-Team, ist darauf aus, die Landmassen zum Vergrößern und das Meer quasi ausdrücken zu lassen, weil ja schließlich mehr Land heißt mehr Landbewohner. Ja. Dass das wahrscheinlich fürs naturelle Gleichgewicht jetzt nicht ganz so schlau ist, ist, denke ich mal, in jedem klar. So. Gut. Ah, der heilt uns noch, das ist sehr zauberhaft bei ihm. Da sagen wir natürlich auch nicht nein. Das passt so, das muss ich jetzt noch schnell umstellen. Hinter Optionen. So, Kampfstil nicht wechseln. Dass ich nicht ja mal in Versuchung komme. Konträr zu Magma in Rubin ist Aqua in Saphir. Richtig. In der Saphir-Version ist es Team Aqua, die machen das krasse Gegenteil, die mengen die Landmassen verschwinden lassen und das Meer vergrößern. Weil mehr Wasser ist mehr gut, haben sie meinen die halt praktisch. Lauft sie aber im Endeffekt aufs Gleiche aus. Ist keine gute Idee. So. Dodge the Spinner ist jetzt einmal unsere Mission. So. In seinem Kescher. Genauso ist Mr. John Siege. So. Haben wir gut durch die Stauung gekommen.
So, diese geheimnisvolle Person wird man in der Nuzlocke, sollten wir sie schaffen, nicht kennenlernen, weil das kommt dann erst im Postgame. Da gibt es noch mal ein eigener Arc, das haben sie ziemlich gut gemacht, aber die wird man so an und für sich leider während des normalen Games nicht kennenlernen. Die ist aber nicht, die gehört nicht zu den Besen. Sollte es mir Sorgen machen, dass die reichen Leute auf Nein gewettet haben? Wir haben reiche Leute im Chat? Wie? Wo? Wann? Verstehe die Frage nicht. So. So, da erinnert, kriegen wir mir jetzt besagte Gießkanne. Und wenn wir mir diese Gießkanne besitzen, dann dürfen wir theoretisch die Beeren, die ich bereits einmal gepflückt habe, dürfen wir es erhacken in beliebiger Anzahl, ja, weil ich kann es ja farmen. Ja. Das Erhacken der Gegenstände in dem Spiel bringt mir persönlich keinen Vorteil, außer dass er mir Zeit spart. Und das ist wiederum gut für euch, weil wenn ich nicht Zeit verdrödelt, ist mehr Content für ihn. Ja. Da haben wir es, die Walmer-Kanne. So. Sonst gibt es da nichts zum Holen. Der lässt normalerweise TM umwachsen. Richtig. TM ist eine technische Maschine, heißt, da haben Attacken drin, denen ich meine Pokémon beibringen kann, sofern sie es lernen können. So. Encounter-Zeit, Freunde der Sonne. Beziehungsweise, warte mal, nein, kein Encounter, weil da haben wir schon einen. 104, den haben wir schon, den darf ich nicht nehmen. Da haben wir keinen Encounter. Ist die gleiche Route. So, mal Pilot fahren. Ja, moffen wir mal einen Shop, der machen wir nicht. Gehen wir nochmal auf 14. Käferbiss. Was ist das Ding für Attacken lernen? Ist das Ding bufft worden oder was? Gut. So, Trainer-Dodger. Ja, gut. Den kann man auch dodgen. Die zwei Doppelkämpfe in einer Nuzlocke sind tendenziell dafür verantwortlich, dass man verliert. Ja? Doppelkämpfe sind ganz garstig. Aber gut, das hilft nicht, da müssen wir vorbei. Das war aber schon immer so sein. Okay, das ist easy going. Okay, One-Shot. Oh fuck, ich habe eine B-Teile noch. Baumball und Lilminim. Okay, der Kampf war verhältnismäßig easy. Gut, ich bin aber 4 Level stärker, muss man auch sagen. Natürlich krittest du mich, sehr klar. Okay, der war easy.
Wer hat sich bei dem fliegenden Baumwollbatzen denkt, ja, den nehmen wir Baumwoll. Da war ein Genie am Werk. Gut, das nächste, was ich jetzt gleich sofort tue, ist ein EP-Teil ausschalten. Der bricht mir irgendwann das Knack, sag ich schon, kennen wir. So, aus den Schund. Braucht kein Mensch. So, da haben wir keine Trainer mehr, soweit ich das richtig beurteilen kann. Metaros City. Und da ist unser erster Orden. Wir haben aber noch 2 Encounter, die wir uns holen können. Werden wir natürlich nur da. Da ist besagte Arena. Da müssen wir rein. So, jetzt holen wir uns aber erst einmal den Encounter. Die, wo wir noch brauchen. Da haben wir auf Route 116 einen. EP-Teiler aus. I see you are a man of culture as well. Erstens mal habe ich keinen Bock nicht, dass mir vor dem Arenaleiter irgendwas überlevelt. Und zweitens einmal kann ich es mit Sonnenbonbons sowieso richten, wie ich es brauche. Ja? Also scheiß auf den EP-Teiler. Was wollten ich jetzt da? Ah ja genau, ich wollte den Pokémon fangen, richtig. So, schauen wir mal, was es da in dem Grasal gibt. Aha, da haben wir auch wieder, da haben wir auch wieder einen Trainer, der wo uns wieder einen Kopf abreißen möchte. Ich glaube, ich habe einen Topschutz da drin, oder? Ist das im Bereich nicht möglich? Ah ja. So. Termin Encounter. Oh, Vulcano ist stabil. Vulcano ist richtig stabil. Und es hat Bedrohung. Das ist ein Bazipock wert. Vulcano ist sehr, sehr stabil. So, jetzt bitte nicht kritten und erst recht nicht killen. Bitte, dankeschön. Ah, okay, das passt. Schauen wir mal, ob da schon ein paar gelangt. Ich glaube jetzt zwar nicht. Ware, danke dir fürs Vorbeischauen. Schön, dass du da warst. Sitzt die nächste Woche mal zur Ruhe mit deinen Kanalpunkten. Mr. Togo. Bedroher Pokémon in Nuzlocke extrem stark. Du zählst auf mich, Bazi. I try my best, ja. I try my best. Wissen's. Warte dir noch einen schönen Abend. So. Mr. Togo, Firedog oder Gnädel. Hallo, wir reden von einer Akani. Du kannst Akani nicht Gnädel nennen. Aber, jetzt pass auf, vielleicht, falls meine Schwagerin zuschaut. Den einer Malino heißt Lennox. So nennen wir das jetzt Ding einfach. Gut. Der Encounter ist massiv gut. Der ist massiv gut. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Kommissar Rex, war gut gewesen. Oh, das war knapp. Oh, bist du dodgeable? Ja, ist sehr gut. Ja, da ist der dicke Wanderer, der Cerberus gegangen, aber der ist schon für Hundemann. Hundemann war auch brutal geil gewesen, ja. Ich weiß aber nicht, ob es da gibt tatsächlich. So. Nächster Encounter. Im Original gibt es da drin eigentlich nur Flurmel. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Hack-Version ist. Ob es da noch andere Pokémon gibt da drin. Ich hoffe. Weil was da denn mit einem Flurmel? Das ist ja komplett fürs Licht.
So, müssen wir schnell warten, bis der Schutz abläuft. Metaflurtunnel. Das wird zu Krawums. Zubat da ich tatsächlich eigentlich ziemlich gut finden, wenn du mich fragst. Wobei, eigentlich war es nicht schlecht, wenn man mal... Ich glaube, dass man für die Encounter für den ersten Arena-Leiter, der übrigens Stein-Pokémon hernimmt, also zumindest im Original, glaube ich, haben wir gar nicht einmal so übel aufgestellt. Jetzt schauen wir mal. Okay! Ein Kampf-Pokémon. Sag ich euch, wie es ist? Stabile Seitenlage. Kampf-Pokémon gegen Stein, sehr stabile Seitenlage. Definitiv. Damit kann man arbeiten. Ja, auf alle Fälle. Ich war wie Sascha. Ja, Geduld hilft dann nur, wenn ich Schaden mache, was ich nicht vorhabe zu tun. Gut, du kannst aber trotzdem die Hypnose treffen, so war es ja jetzt wirklich nicht. Ich hätte schon gedacht, unser Vogel trifft nie Hypnose. So, Flugzeug soll halt eigentlich nicht killen können. Schauen wir mal, soll halt eigentlich schon gelangen, um es fangen zu können. Nice! Du bist so blöd. Okay. Na, Praktiball kann man definitiv arbeiten damit. So, wir haben ein weiblich... Xena, das nehmen wir. Straight nehmen wir da Xena, ist eh klar. Wir haben zwar keine Gusseisen nicht, aber der Balken tut's auch. Der Balken tut's ja mal auf alle Fälle. Gut. Dann haben wir jetzt soweit alle Encounter gesammelt, die wir vor dem ersten Orden kriegen können. Anders bleibt uns jetzt nicht über. Müssen wir jetzt mit dem arbeiten, was wir jetzt tatsächlich gekriegt haben. Mehr ist nicht drin. So. Ob ich Hydropie fahren? Ja, okay, passt. Nice. Gut durchgekommen. So, jetzt schauen wir mal ins Pokéset. Jetzt machen wir mal Teambild. Jetzt müssen wir mal anschauen, was hat denn die Arenaleiterin eigentlich alles. So. Okay, die... Ach du Scheiße, bist du komplett bescheuert. Die hat lauter Fossil-Pokémon. Unanas nicht. Ja. Es kann schwierig werden. So. Bedroher-Pokémon, glaube ich, tendenziell. Jetzt pass auf. Was uns in der Arena absolut überhaupt nicht hilft, das ist unser Daumenviech. Ja? Das hilft uns nichts. MVP in der Arena wird definitiv Obei werden. Warum? Weil Pflanzen-Pokémon. Also das ist auf jeden Fall mit von der Partie. Praktipark, also sprich unsere Xena als Kampf-Pokémon ist da auch safe mit drin. So, jetzt ist nur die Frage, ob ich Vulcano mit dabei habe, halt mit Bedroher. Ich soll jetzt eigentlich schon fast mitnehmen. Ich soll jetzt eigentlich schon fast mitnehmen. Andererseits hilft es mir da drinnen nicht. Jetzt pass auf, jetzt levelt man das Ding einfach einmal auf und dann sehen wir es schon.
Jetzt levelt man das Ding einfach einmal auf und dann sehen wir es schon. So, wir gehen jetzt mal auf Level 16, weil das ist ja unser Level Cap. Und dann schauen wir mal, ob noch die eine oder andere gute Attacke hängen bleibt. Fluxi, habe der, grüß dich. Siehstrahl, das ist schon mal nicht verkehrt. Nehmen wir Konfusion weg. Fluxi, ist gut bei dir? Stachspore. In dem Moveset kein Fan davon. Giftpuder bin ich jetzt auch kein Fan nicht davon. Und Schlafpuder bin ich auch kein Fan davon. So, jetzt ja nicht überleveln, das war mein sicherer Tod. Ah ja, das lernen wir mit Flammenrad. Auf easy. Was hast du mit dir Wesen? Minus Spezialangriff plus Spezialverteidigung. Das Wesen ist jetzt nicht sonderlich gut, macht aber nichts, weil das tatsächlich sogar körperlich angreift. Sehr gut. Bei dir ist gut und selber? Ja, wir grinden jetzt einmal ganz hart dann in den ersten Arena-Leiter ein, wo ich massiv der Meinung bin, dass das nicht ganz so einfach wird. Steinwurf, okay, das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Du hast minus Init plus Attack Wesen, das ist gar nicht einmal so übel. Und du hast Fußkick. Okay. Gut, ich hätte zwar lieber gehofft, dass du noch irgendwie sowas wie Karate-Schlag oder sowas kannst, aber gut, mit dem arbeiten wir jetzt einfach mal. Vielleicht kommt ja noch was. Weckruf, ja toll, das hilft mir nicht. Das hilft mir jetzt nichts. Obwohl es sogar ein Kampfattack ist. What? Richtig großen Schaden bei einem schlafenden Ziel an. Oh, wir haben ja ein Hypnose-Pokémon dabei. Freunde, ich glaube, ich habe einen Plan. Warte mal, eigentlich ist Geduld ein kompletter Schmutzmove. Das braucht auch kein Mensch nicht. So, wir haben noch ein Pokémon. Aquavelle. Ja, das nehmen wir. Okay, Schmarrn, Obei ist nicht unser MVP ist das Viech da jetzt. Broly entwickelt sich nämlich jetzt. Moabel! Und Lebensschuss kriegen wir auch noch, weil es so schön ist. Okay, hilft uns zwar nichts, wie gesagt, wir greifen wir physisch an und nicht speziell, aber gut. Wir nehmen das, was wir kriegen. Okay. Also im Großen und Ganzen da ich so tatsächlich in die Arena gehen. Jetzt die liedert mit einem Flapterix, also sprich mit einem Flugstein-Pokémon. Das heißt, mit Eglinde oder Mothman oder Xena frontal da ein zum Rasen ist eine unfassbar dumme Idee. Ich bin jetzt einmal überlegen, ob ich tatsächlich mit Fukano leade, weil das da automatisch. Jetzt pass auf, hat das Ding überhaupt einen Steinmove? Ja, hat's. Und das Ding hat Doppelteam. Und kann man es eigentlich nicht leisten, rum zum Switchen. Das heißt, ich muss eigentlich straight mit Moabel noch gehen. Das hilft am alles nichts. Jetzt schauen wir mal, wie viele Sindelbeeren haben die. Genau 6, das ist perfekt. Da kriegt jetzt jeder eine Sindelbeere. Sagst du einen Randomizer? Nein, ein Randomizer an und für sich nicht. Ich sag, Ausrufezeichen Game, Mr. Fluxid. Ich sag einen Hack von Omega Rubin.
Ja, das meine ist die beste Entscheidung, also. Ja, ich glaube, so gehen wir ein. Schauen wir mal, ob uns unser Teambuilding da jetzt ein wenig geholfen hat. Muss ich gerade schauen, habe ich eigentlich schon... Okay, das ändert jetzt einiges. Okay, ich kann sogar ab jetzt EV-Training betreiben. Das ist gut. So, dann muss ich an der Stelle einen kurzen Cut machen. Jetzt passt zu Wort. Weil, dann werde ich meine Pokémon jetzt nämlich schnell ganz zügig EV trainieren. Dauert nicht lang. Beziehungsweise ich kann eigentlich schnell die Trainer da dodgen und dann kann ich da einen Cut sitzen. Ich meine, war ja fast am Gescheitern. So. Gut. Jetzt muss ich da schnell einen kurzen Cut setzen. Aber das haben wir jetzt gleich. Jetzt passt so wach. In der Zeit, jetzt weiß ich nicht, wie ist denn das jetzt mit der Abstimmung? Die müssen wir wahrscheinlich noch einmal machen, oder? Oder wie ist jetzt das? So. Keine Sorge, es geht gleich weiter. Wie gesagt, ich muss jetzt da schnell ganz kurz... So, dabei tue ich schnell eine Musik rein. Geht gleich weiter, dort sind nicht oben. Das ist Abschluss, okay, ja, passt. Okay. Leute, gibt's mir mal Feedback, wie taugt's denn eng jetzt bisher? Ich meine, bis jetzt ist da nicht viel passiert, das wird sich jetzt gleich ganz massivst ändern. Weil jetzt fängt's dann nämlich auch interessant zu werden. So, jetzt brauche ich schnell mein Tool. DK Hex. So, okay. Dann möchte ich auf jeden Fall, jetzt passt so was Stats. Moorabel möchte ich eher auf jeden Fall bulky spielen. Dann gehen wir auf alle Fälle noch ein bisschen was in den Tech. Okay. So, schiebe ich nochmal das um. Billinger, danke für deinen Like, viel Spaß weiterhin. Marshall find's super, Sigi find's super. Ja, das hört sich ja schon mal gut an. So, machen wir da. Was geht raus?
Ja, das machen wir schnell. Also basically, was ich jetzt tue, ich habe da so ein Tool, damit ich das vielleicht auch mal erkläre. Ich habe da so ein Tool, das nennt sich PK Hack. Das kann ich den gar nicht sagen. Passt auf, das haben wir jetzt gleich. Wobei, nein, das kann ich gar nicht fangen gerade. Auf alle Fälle, ich habe da ein Tool, das nennt sich PK Hacks. Da kann ich die Speicherdatei einziehen und da sehe ich dann alles aufgelistet, was für Items das ich habe, was für Pokémon das ich habe, was für Stats die haben, was für Wesen die haben und so weiter und so fort. Und so kann ich jetzt im Schnelldurchlauf EV-Training betreiben. Was ist EV-Training? Jedes Pokémon hat sogenannte, es gibt DVs und EVs und die DVs praktisch sind die Gene von einem Pokémon. Die gehen bis an Wert von 31, das ist exzellent, ist aber auch extrem selten. Und die bestimmen im Endeffekt, wie stark eure Stats steigen können. Und dann gibt es noch den sogenannten EV-Wert, also die Effort Values, das heißt, sprich auf Deutsch heißt das Fleißpunkte. Diese Punkte kannst du verteilen bis auf einen Maximalwert pro Stat auf 252. Das erhöht nochmal den Wert, auf den du die Fleißpunkte verteilst. Also sprich, du machst die Pokémon noch stärker, als wir sind. Für den Fall, dass die Frage kommt, ja, die Gegner verwenden alle solch EV-trainierte Pokémon. Das sind sogenannte Competitive gezüchtete Pokémon, da kommst du nicht drum rum, das so zu machen, weil du sonst so dermaßen auf den Arsch kriegst, dass es nicht mehr feierlich ist. Ja? Und wenn ich das jetzt manuell, also in-game machen darf, da der Lauf ist EV-Training mit Sicherheit 3 Stunden brauchen. Ja? Das sparen wir uns jetzt, in dem Fall. Ja? Wie gesagt, das dauert jetzt ungefähr nach 5 Minuten und dann, oder nicht einmal mehr 5 Minuten, das hat es nämlich jetzt gleich. Ja, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht, scheiße. Ich tu mit mir. Gut, das haben wir. Dann machen wir jetzt so. Bringen Defense. So hat ein Vulcano gewesen. Vulcano hat.
Plus Verteidigungswesen. Jetzt nicht das Gelbe vom Ohr, aber gut, okay, immerhin. Gut. Gut, kann weitergehen. Aber ich habe mal geschwind EV trainiert. Gut. Weiter geht's. So, sorry, dass es ein wenig dauert, oder? Jetzt ist Action angesagt. Hoffe ich mal. Schaut mir gut an. So. Also im Endeffekt, was ist jetzt passiert? Wenn sich jetzt das anschaut, wie sich jetzt die Werte verändert haben, im Vergleich zu vorher, ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt, aber ich sehe jetzt auf alle Fälle, das sind die Basiswerte, das dunkelgrüne. Und wenn du EV trainierst, das sind die gelben Werte, die was ihr da seht. Ja, und so wird das jetzt bei jedem Pokémon gemacht. Bei ihm, und so weiter und so fort. Ja? So schaut das jetzt aus. Und glaubt's mir, das macht einen riesen Unterschied, ob man das tut oder nicht. Könnt ihr euch sicher sein. So, Freunde der Sonne, jetzt kommt die erste wirkliche Herausforderung, nämlich der erste Arenaleiter. Ich glaube, das wird bösartig. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich war mir sicher, dass du und dein Pokémon-Team es bis hierher schaffen würdet. Dann zeig mir doch mal, welche Pokémon du ausgewählt und für was für eine Taktik du dir zurechtgelegt hast. Na, weil ich mir Switch nicht erlauben kann. Du musst bedenken, ich darf nicht heilen. Ich darf kein einziges Highlight-Item benutzen. So. Blattberix auf 14. Jetzt muss ich mal schauen, normal, das Ding ist Fluggestein, das heißt Steinwurf ist neutral, das bringt mir also nicht allzu viel. Es hat sogar Gesteinsschwäche. Ja, das ist gut für mich, dass das Ding eine Gesteinsschwäche hat. Zumindest im Original. Ich weiß nicht, was das für ein Typ im Hack hat. Es kann natürlich auch sein, dass die Typen abgewandelt wurden. Aquavelle macht wenig, ist zwar effektiv, macht aber weniger Schaden. Oh, es ist schon guter Schaden auf jeden Fall. Nice! Das ist noch besserer Schaden. Doppelteam, gut, dass ich auf Aquavelle gehe, weil Doppelteam erhöht praktisch den Fluchtwert von dem Viech. Ja, genau, und dann wäre der Attack auf die blöde Sauri.
Abgewandelte Typen. Es kann sein, dass gewisse Pokémon andere Typen haben. So, du bist schon mal raus. Auf Wiederschauen. Das war eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen die Hürde. Liliep. So, was hat Liliep für ein Moveset? Das ist immer und zu jeder Zeit. Liliep hat Felsgrab, Kugelsaat, Säure und Sandsturm. Liliep zeigt jetzt mit Kugelsaat definitiv einen Kill auf meinem Morbel, weil es vierfach effektiv ist. Was hat jetzt im Gegenzug? Liliep ist anfällig gegen Käferattacken. Das ist always a switch. Und der sicherste Switch ist an der Stelle eigentlich Mothman. Was hast du für ein Item? Miracle Seed. Verstärkt sogar noch Pflanzenattacken. Das ist Mothman. Das ist Safe Switch Mothman. Ja. Ja, Kugelsatt. So, easy Käferbiss, easy going. Ja, scheiß die Wanne, das war Crit. Das ist Name Felsgrab. Fuck. Das ist blöd, weil ich mir jetzt lock. Ich kann Hex versuchen, dass ich den Angriffswert von dem Ding einfach einmal oben bringe. Oh, come on! 2 Crits in Folge, möchtest du verarschen, oder was? Oh, 2 Crits in Folge. Are you kidding me? Schneller. Ah, jetzt wird's eh schon eng. Ja, super, dann war ich kidding me. Ah, ich mach überhaupt keinen Schaden. Gut, ich habe einfach gleich auch nicht. Okay, komm. Was? Kampf ist auch effektiv auf das Ding? Okay, Missplay. Nass nicht. Was hast du? Du hast eine Zitrusbeere, Rock Tomb, Magnitude, Set Cannon, Lock On. Das Ding hat Blitzkanone? Möchtest du verarschen oder was? Das ist ein Troll. Alter, das Ding hat Blitzkanone. Okay, als nächstes kommt Sepp kennen. Das ist eigentlich ein Safe Switch dann fürs Moor, aber das ist gut. Das kann ich gut outplayen, das Ding. Das ist, by the way, ihr stärkstes Pokémon. So, da jetzt sowieso Safe Blitzkanone kommt,
kein Moabel, gell? Yep. Not today, my friend. Nice. Easy outplayed. Die hat a fucking Balgoras. Ach du Scheiße, die hat a fucking Balgoras. Sie hat einen Drachentypen. Okay. Let me see. Das Ding ist aber anfällig gegen Boden und gegen Kampf. Das ist gut für mich. Die Frage ist jetzt, was machst du? Drachenpuls mit Drachenzahn killt das wahrscheinlich nicht. Bin 3 Level her. Einen Drachenmove umspielen kann ich sowieso nicht, für den Fall, dass er den kommt. Wenn muss ich zuerst für Lebensschuss gehen, damit der Init overgeht von dem Ding, damit ich es mit O-Wei tendenziell outspeeden kann. Aber ich riskiere halt, dass mein Moabel stirbt. Wenn mein Moabel stirbt, ist der Run eigentlich schon doomed. Mit O-Wei outspeed ich das Ding normalerweise ja nicht. Also ein normaler Treffer killt Broly normalerweise nicht. Aber was tue ich, wenn er mich crittet? Ein Drachenzahn verstärkt der Drachenpuls mit Crit, das ist safe. Safer Kill. Aber mir bleibt nichts anderes über, ich muss fast so spielen. Ammonitas noch laut Dokumentation. Ammonitas war nicht das Problem, Ammonitas ist O-Wei-Futter. Aber das Balgoras ist tatsächlich gerade noch ein wenig gefährlich. Aber ich muss Überlebensschutz spielen, das geht nicht anders. Oh, es macht Felsgrab. Oh. Warum machst du Felsgrab? Gut, jetzt haben wir nicht Speedzeit, weil ich am Axt hängt habe. Okay, nevermind, das Ding ist tot. Oh. Warum geht Aido auf Felsgrab? Muss ich resistieren? Ammonitas. So, was kannst jetzt du? Das ist der letzte Pokémon, right? Na, du hast noch eins. Was hast du noch? Hä? Was hast du noch? Ach, du hast noch Anorid, okay. Was machst du? Das ist Antikraft. Entweder Antikraft oder Blubstrahl. Oh, es kann aber auch Icy Wind sein. Wenn es Icy Wind macht, dann kriege ich mit O-Wei ein Problem. Das ist ein 50-50. Aber normalerweise nimmt AI immer den Move, der mehr Schaden macht. Grundsätzlich ist es free für Eglinde. Ein Pflanzenattack auf Ammonitas ist 4-fach effektiv. Das Ding stirbt sowas von safe. Wobei, nein, ich hab nur Strauchler, richtig?
Ich hab nur Strauchler. Und Strauchler ist abhängig vom Gewicht und Ammonita wiegt fast nichts. Gut, aber das Ding ist, das Viech killt mich safe nicht. Ich muss jetzt eigentlich noch nicht switchen, ich kann eigentlich noch mal easy für Lebensschuss gehen. Eissturm. Das heißt, ich hab dann einen easy Switch-In für Vulcano eigentlich. So, das ist jetzt easy Switch-In in Vulcano, maybe. Aber weil mir die blöde Sau vorher auch gekritisch hat. Das ist ja das. Aber wenn ich einen Switch-In zu Vulcano schaffe, und der soll ja Icy Wind eigentlich überleben. Weil anderes, ich brauche die HP vom Broly, gehe ja auch noch nicht. Wovon mir das Lennox überlegt. Im ersten Fall ist es nochmal Icy Wind. Oh, thank God. So, jetzt kommt normalerweise immer Blubstrahl. Das ist mein Free Switch für Eglinde. Antikraft. Okay, kein Omniboost, ist gut für mich. Nice. Das ist nur ein Anorit. Okay. Anorit ist Käfergestein, wenn man nicht alles täuscht. Hat Wasser, Gestein und Stahlschwäche. Im Original zumindest, ja? Steinmove habe ich zwar auf Praktibalk und auf Moorabel. So, jetzt müssen wir mal schauen, was hast du? Du hast Felsgrab, Käferbiss, Wasserdüse und Sandsturm. Das heißt, das ist auf jeden Fall Käferbiss, was du da machen möchtest, weil vierfach effektiv. Das müsste Xena sein. Xena müsste das regeln können. Sandsturm, okay, nimm ich. An der Stelle nehme ich Sandsturm sogar. Erhöht in Sandsturm erhöht bei Gesteins-Pokémon Spezialverteidigung. Wissen fein nicht, ist aber tatsächlich so. Oh, das Ding ist sogar schneller wie ich. Okay, er snackt sich mal Sindelbeere, bringt ihm aber nichts. Halt, sie halt nochmal, oder? Ja. Überlebe ich Käferbiss mit Sandsturm. Habt ihr aufpasst, wie viel hat denn der erste Käferbiss gemacht? Heus und Spein. Wir sollten so um die 18 KP gewinnen sein. Ja, der Crit killt mich sowieso an der Stelle. Es ist jetzt nur die Frage, killt mich Käferbiss plus Sandsturmschaden?
Wie viel Genauigkeit hat Sandsturm an der Stelle? Du hast nur 90% Genauigkeit und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ein Weckruf in der Range normalerweise killt. Das heißt, wenn's blöd läuft, überlebe ich zwar Käferbiss mit Sandsturm und ich vermisse aber dann, oder ich verfehle dann einen Steinwurf, dann stehe ich nämlich da, weil dann bin ich gefriert. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Weckruf mit der Range killt. Das ist Stab plus Stab Move, 70% Stärke auf ein fast totes Anurit. Also der safeste Play an der Stelle ist mit Weckruf. Okay, easy. Boah, Deathless, erster Arena-Leiter. Die Believer haben gewonnen. So, wo kann ich jetzt die Vorhersage eigentlich auflösen? Steht die Frage nicht. Deadlift ist Obst. Ja, genau. Ich hab sogar übersehen, dass ich mein Overlay abpasse. Lol. Seht ihr nämlich jetzt da über den kleinen Bildschirm auf alle Fälle Orden. Aber die Pokémon, die was dann im Overlay, die haben dann ab nächstes mehr dabei. Versprochen. Alter, das war intens. Der Deadlift. Erster Orden, Hammer. Und wir kriegen ein Felsgrab. Also zwischenzeitlich hat's ganz böse ausgeschaut. Der Doppelcrit hintereinander hätte uns ziemlich böse erwischen können. Aber wir haben es gemeistert. Ja, war intens. War ein intenser erster Part. War ein intenser erster Arena-Leiter. Also jetzt mit noch die 2 Crits hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch rumreißen. Jetzt, man muss sich mal vorstellen, man spielt das blind. Also ich speise ja eigentlich blind, aber ich habe jetzt zumindest ein bisschen die Hilfe von dem Guide. Und der hat mir jetzt massivst den Arsch gekriegt. Muss man auch sagen dazu. So. Wo ist denn jetzt die Vorhersage hingekommen? Die muss ja noch irgendwo sein. Gibt's ja nicht. Ich finde die Vorhersage nicht. Ah, da haben wir's. Also, die Believer haben gewonnen. Glückwunsch für angenehm investierten Kanalpunkte. Wir haben es geschafft. Deathless. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Und ob es so bleibt, erfahren wir halt nicht mehr. Ich bin jetzt bedient für den ersten. Das war der fucking erste Arena-Leiter. Ja? Und ich bin jetzt schon zum Schwitzen gekommen. Ich möchte nicht wissen, wie es weitergeht. Ja? Der zweite Arena-Leiter ist eine Kampfarena. Da haben wir zumindest encounter-technisch ein bisschen ein glückliches Händchen gehabt. Wir haben ein Psycho-Pokémon und wir haben ein Flug-Pokémon. Das ist auf alle Fälle schon Maps. Ja? Aber nachdem der erste Arena-Leiter schon schwitzert worden ist, gut, wobei, sagen wir es, wenn wir die 2 Crits nicht kassiert hätten, dann war es wahrscheinlich gar nicht erst so eng geworden. Muss ich vielleicht auch dazu sagen. Aber trotzdem, ich glaube, dass das Spiel, das wird eine ganz interessante Herausforderung. Also ich hoffe, es unterhält denk ein bisschen und ich hoffe, es kannst du ein bisschen mitfiebern, auch für die Leute, die vielleicht jetzt mit Pokémon nicht ganz so viel anfangen können. Klar, vielleicht ein bisschen ein Kulturschock, aber so ein bisschen zum Mitfiebern, meine ich, ist nicht schlecht. Auch wenn ihr jetzt die meiste Zeit bei dem Kampf wahrscheinlich nur Bahnhof verstanden habt, bei den ganzen Plays, die ich gemacht habe. Aber das kann ich bei Zeiten, das soll ich dir eigentlich auch mal erklären, beim nächsten Mal dann. Welcher Move wann, wo wir wahrscheinlich kommen kann. Aber ich habe halt so viel erklärt schon und ich wollte noch ein wenig Content reinbringen. Deswegen haben wir gedacht, jetzt spielen wir einfach mal.
Das Jugendtrainer sind zum Spaß beim Reden und wir hören sie am Sonntag bzw. im Discord. Mr. Saiching, viel Spaß im Jugendtraining, merci fürs Dosa und noch dir einen schönen Abend. Ja, ich muss noch in die Nachtschicht, abgesehen davon. Ja, vielleicht ist ein Geholfen dabei. So. Also, jetzt schauen wir mal, wie wir raiden können. Da gibt es bestimmt jemanden, oder? Irgendwer mag bestimmt geradet werden von uns. An Sordon haben wir schon lange nicht mehr geredet. Geredet. Ja, geredet, wahrscheinlich. Great. An Sordon, ich meine, heute gehen wir mal wieder zum Sordon. Da waren wir schon lange nicht mehr. Das meine ich, Seidi, der freut sich. Bazi redet von Kulturschock, der durchs Pokémon dazugekommen ist. Was? Stimmt, Mr. John Sigi, du warst derjenige, das ist gerade so witzig, weil, oder was heißt so witzig, ist eigentlich so schön, weil vor ungefähr einem Jahr, wo das mit dem Gamer Bazi alles angefangen hat, jetzt verzeihe ich am Sonntag ein wenig mehr dazu, aber gerade weil das jetzt gerade so passt, heute vor einem Jahr war mein erstes Projekt auch eine Nuzlocke Challenge. Und heute, ein Jahr später, fangen wir wieder mit einer Nuzlocke Challenge an. Ja, also irgendwie, was die Fügung des Schicksals, ich weiß nicht, ob es so einen Scheiß gibt, aber es hat irgendwie was. Ja? Schauen wir mal, vielleicht steht die Nuzlocke unter einem besseren Stern. Die letzte habe ich versemmelt, weil ich einen fucking Heilfehler gemacht habe. Okay, aber reden wir nicht drüber. Aber gut. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe ein wenig unterhalten können damit. Ich hoffe, ich taugt das Projekt. Wir werden auf alle Fälle weitermachen. Allerdings gibt es Content für Rising Ruby bzw. für Abractel wahrscheinlich erst in 2 Wochen wieder. Warum? Ich bin nächste Woche im Urlaub. Ja. Nächster Stream ist am Sonntag. Erster Geburtstag auf Twitch vom Gamer Bazi. Ja. Da machen wir einen Community-Zock. Leider die ganzen Infos stehen in Discord. Wer noch nicht in Discord ist, Ausrufezeichen Discord. Ja, und der steht. Kommt's dazu, werdet Teil von der Bazi-Gang, schmatzt mit mir, schmatzt mit den Leuten. Ist ein super cooler Haufen. Eine schöne Community für jeden Scheiß zum Haben. Schaut bestimmt nicht, wenn du da mal drauf schaust. Und wenn du mir dann noch ein Following da lässt, weil es ja auch kostenlos ist und du halt zum ersten Mal zuschaust und dir vielleicht ein wenig gefällt, was ich da betreibe, das hat mir auch gefallen. Ja? An der Stelle. Genau. So, wir haben noch einen Raid-Command, Freunde der Sonne. Wie gesagt, wir gehen jetzt zum Mr. Sordon Prime. Das ist auch ein Anhänger der Bazi-Gang. Den haben wir einmal für Non-Subs und für Subs. Ja? Probieren, beim Mr. Sordon einfügen. Dann wird man da jetzt einmal massivst einfüllen. Ja, zeigt euch mal, was Basigänger so drauf hat. Und supporten nicht vergessen. Ja. Das kostet nichts und das tut auch nicht weh. Und dann Mr. Sordon Prime freut sich. Ja. Der spielt irgendeinen Retro-Titel, ich weiß aber jetzt nicht welchen. Ist aber auch wurscht. Genau. Dann hören uns wir spätestens am Sonntag wieder. Community-Zock ist auch gesagt, hat mich gefreut, wenn es da hat. Genau. Ja, mehr gibt's nicht zum Sagen. Aber ich bin für heute raus. Noch einen schönen Abend, ein Kohle. Und bis bald. Für dich.